Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Und plötzlich kommt so einiges wieder. Jetzt kommt die Debatte wieder ins Rollen. Der CVP-Präsident Christoph Dabele, vielleicht habt ihr das gehört diese Woche, hat in der Rundschau gesagt, dass wir uns 20 Jahre nach dem Nein wieder von Neuem Gedanken machen sollten, einem EWR beizutreten. Es nimmt darum Stellung die CVP-Bundesrätin Doris Leuthard. Ich entschuldige mich in aller Form für meinen Parteikollegen, der vor der Rundschau wohl an einem Winzerfest war. EWR, Christoph Blocher, der hat vor 20 Jahren für das Nein geworben wie kein Zweiter. Was haltet ihr heute von dieser Idee vom Dabele? Bubs Pfeug, Herr Doriali. Das ist der Witz von der Woche. Und ich habe bereits Viktor Giacomo als Breite gesteckt. Ich kämpfe noch immer dafür, dass ich dagegen bin. Und will erreichen, dass die ganze EU aus dem EWR austritt und der Schweiz beitritt. Gut, die SVP ist ja nachher von dieser Anti-Europa-Linie nie mehr abgerückt. Nationalrat Christoph Mörgeli, das Nein zum Beitritt ist bis heute die Essenz vom Parteiprogramm. 20 Jahre, gell Sie? Halleluja! Ich habe von damals alle Zeitungsausschnitte und Kampagnenunterlagen aufbewahrt, ausgemalt und eingeklebt. Und auf dem Poster, wo über meinem Bett hängt, sieht der Christoph Blocher immer noch so frisch aus wie damals. Gar kein Vergleich zu anderen, die wie er alles Burnout gehabt haben. Verstehen Sie? Ja, wie doch die Zeit läuft, oder? Bastian Schiro, beim EWR Nein. Ja. Nein. Ja, nein. Aber ich meine, nein, hätte ja noch niemand gedacht, dass ihr im Radio und in der Politik mal so gross rauskommt. Ja, doch, ich schon. Aber ja, vielleicht zuerst etwas zu meiner eigenen Person. Beim EWR, nein, 1992, da bin ich gerade 12 gewesen und angefangen ohne Stützkette. Macht einfach weiter. Velofahren, meiner politischen Karriere als künftiger Bundesrat zu lancieren und meine Knospen die Sexualität zu entdecken. Am einen oder anderen arbeite ich noch Item, keine vertiefenden Details, ich verweise auf den Persönlichkeitsschutz. Da gebe ich euch sehr gerne. Bleiben wir doch lieber politisch. Jetzt, wo wir ja merken, dass die EU nicht mehr einfach so Verträge mit sich machen, müssen wir vielleicht eben doch wieder mit dem EWR anfangen spienzeln, Weltwochenchef Roger Köppel. Ein Nein ist mathematisch gesehen ein N und ein Ei. Oder ein Ja hoch minus 1. Um was geht's? Die Linke versucht bis heute händeringend zu behaupten, dass es um den EWR und nicht um die EU gegangen ist. Tatsache ist, McDonalds oder Burger King, dick oder doof, rot oder grün, Obama oder Clinton, alles der gleich verdoppelte Mainstream. Gut, man darf jetzt nicht alles verteufeln aus Europa. Gerade aus Deutschland oben kommt ja gäng etwas ganz Brauchbares zu uns. In Süden aber selig der Fußballnationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Doch, gerade ich als Schweizer aus Lörrach bin froh, dass wir unabhängig sind und niemand uns kann reinschwätzen. Und genau im Stillstritt mit diesen unsäglichen Schwopen zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Und gleich, eine Annäherung an Europa dürfte die Schweiz in Zukunft schon beschäftigen. Wir müssen uns irgendwie am Fremden ja ein bisschen öffnen, sonst vereinsamen wir doch irgendeinen. Keiner weiss das besser als einer, der die ganze Welt schon bereist hat. Der Kosmopolit und Musiker Stefan Eicher. Wo hat das Europa seine Grenzen? Was bedeutet überhaupt Raum? Was ist Kosmos? Was ist ein kosmopolitisches Europa? Ist es die Verbundenheit zwischen den Menschen, meinen Freunden, die in diesem grossen Klangkörper Europa leben und später mal sterben? Und darf ich eins von den Musketieren in einem französisch-albanischen Film mit einer verquackelten Kamera spielen? Ich weiss nicht, was es ist. Es sind Fragen, Questions sans réponse. Es hure gleich, voilà. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.